Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Und somit herzlich willkommen zu The Outer Worlds. Wenn Fallout 76 schon scheiße ist, dann müssen wir alternativ etwas Neueres probieren. Und zwar, wir sind jetzt da bei den Attribute, das ist im Prinzip nichts anderes wie die Fallout-Reihe an sich selber. Da gibt es ja nicht viel Unterschied, kurzen Augenblick. So. Und zwar, wir werden, machen wir hoch, Stärke 2, Einhand, Zweihand, schwere Waffen, 120 Kilo Tragekapazität, Geschicklichkeit probieren wir 1, durchschnittliche Intelligenz beeinflusst den Bonusschaden von kritischen Treffern, Langwaffen überzeugen, Hacken, Medizin, Wissenschaft, Entschlossenheit, da machen wir gut. Wahrnehmung, Handfeuerwaffen, beeinflusst Bonus, ja, das wissen wir soweit. Handfeuerwaffen, Langwaffen, schwere Waffen, Ausweichen, Schlossknacken, Technik. Charisma wirkt sich auf deinen Ruf bei Fraktionen aus und die Fähigkeitsabklingzeiten deiner Begleiter aus. Okay, wir werden da gut machen, wie du siehst, 10% Fähigkeitsaufladung von Begleitern, 10% gute Fraktionsrufreaktionen und 10% schlechte Fraktionsrufreaktionen. Das können wir so machen. Ja, ich hätte gesagt, wir bleiben dabei und werden uns das jetzt mal weitergeben. Fertigkeiten, Nahkampf, Nahkampffertigkeiten verbessern die Chance auf kritische Treffer. Jeder Punkt bei Nahkampf erhöht die Fertigkeiten Einhand-Nahkampf und Zweihand-Nahkampfwaffen bis zum Maximum von 50 Punkten. Ab 50 Punkten kannst du dich spezialisieren und Punkte direkt auf Einhand-Nahkampfwaffen oder Zweihand-Nahkampfwaffen verteilen. Wie machen wir das am blödesten? Boah, da gibt's viel, hä? Okay, Schlossknacken. You could make a vicar doubt the law. Bitte was? Egal. Wir machen Dialog und vorerst einmal Tarnung. Things tend to vanish off tables whenever you're around.
Äh, Wie wenn du das so sagst. Ich habe jetzt zwar keinen Scheiß verstanden, aber egal. Begabung, keine erkennbare Befähigung. Colonist klang schon wie ein netter Startberuf für eine Person mit deinen Fähigkeiten. Die kosmische Grenze zu besiedeln ist ja wohl schon herausfordernd genug, ohne sich über Lohnarbeit Gedanken zu machen. Immerhin kannst du dir den Rest deines Lebens überlegen, wie du dich in Halcyon nützlich machen wirst. Uiuiui, das soll ich alles lesen? Na gut, fix, da war man nie fertig. Getränkebereitstellungstechniker, oh Gott. Getränke-Effektdauer, was gibt's da noch? Begabungsbonus. Schockschaden. Technik. Ausweichen. Endstrahlschaden erhalten. Warte mal kurz, ich schaue nur gerade. Inspiration, Medizin, Wissenschaft. Weißt du was, wir werden da hergehen. Keine Transaktion endet ohne ein Lächeln. Du lebst für das Katschink eines richtig herum eingelegten Bitmoduls, der Einlösung von Treuepunkten und dem Versprechen eines guten Tags. Schönen Tag noch, komm bald wieder. Sind mehr als leere Worte. Sie sind ein Versprechen, eine Standarte, die du in die Grenzregionen tragen wirst. Working Das your way mach up mal. to provisioner? Wie schaut's? Das gefällt mir schon ganz gut. Weißt du was, das Merkmale? Was ist das älteste Alter, was wir nehmen können? Willst du mehr Granny? Ha? Gestalte deinen Charakter, keine Scheu. Ich meine, obwohl das in dem Spiel eigentlich wurscht ist, weil es gibt ja keine Third-Person-Ansicht. Keine Ahnung. Machen wir so einen Joker-Verschnitt, so einen halberten. Was gibt's da Schönes, Schierches? Ich meine, ich geb's offen und ehrlich gesagt zu, ich hab das Spiel schon lang auf dem, im Blick und hab eigentlich nur Gutes über dieses Spiel. Was hältst du davon, ha? Mal ein bisschen was. Na, sind wir nicht so. Da machen wir nichts. Bartfarbe brauchen wir nicht. Ja, wir bleiben so. Wie nennen wir diese Dame? Das ist die Frieda. So machen wir es. Ja, wie du siehst, unser Frieda aus Juice 2 hat in der Zwischenzeit ein bisschen was anderes gemacht. Weiter. Weiter. Ja. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down 10%. If drive Shit. inoperable.
there you are, wondering what's going on, eh? A bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Entschuldigung. Das erinnert ein bisschen so an die nackte Kanone. Boing! Ach ja, guter Hawthorne, er hat's da gesagt, du sollst aus dem Weg gehen. Gut, es ist so geil. Sorry. Ja, was soll ich da jetzt dazu sagen? Ich springe über Hindernisse. Yippie! Ah, es ist das nicht schön. Ich hab das Spiel wirklich schon sehr lang im Blicke. Aber ich hab mich bis jetzt noch nie dazu bewogen, es zu spielen. Mal bleib da, Katzel. Oder was immer du bist. Bist du ein Katzel? Mal ist das süß. Ich hab mein Haustier gefunden, hä? Mal schau, ist das süß.
Wurscht. Wir gehen jetzt mal weiter, weil sonst komme ich dann einmal aus den Schwärmen aus für das kleine Katzel. Was liegt denn da dumm? Duck dich, um zu schleichen und nicht entdeckt zu werden. Ein scheuer Möter. Na gut. Benutze beim Schleichen hohes Grasfelsen oder andere Deckung, um dich vor Gegnern zu verstecken. Du kannst dich so an Feinden vorbeischleichen oder aus besserer Position heraus den Kampf eröffnen. Wir haben ja noch nicht mal eine Waffe. Die Aufmerksamkeitsbalken über den Köpfen der Feinde zeigen an, ob sie unwissend, misstrauisch, aufgeschreckt oder alarmiert sind. Oh, Licht. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Meine kleinen Katzen auch wieder da. Weil sind die süß. Aha. Au. Dein Leben ist sehr niedrig. Verwende den medizinischen Notfallinhalator, um dich zu heilen. Jede Verwendung des Inhalators... Wow. Bist du fett. Und was bist du? Kann man mit dir irgendwas tun? Na. Fahrt zum Schiff. Oh Gott. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Medizin 5, was? Aber das Beste, was du bekommst, beim Gesetz, das tut weh. Medizin 5 haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Was ist passiert? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Ich bin nur knapp mit dem Leben davongekommen. Okay, was hat das mit diesen Plünderern auf sich? Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Überzeugen 1, ich habe eine bessere Idee. Gib mir deine Waffe und ich hole Hilfe. Probieren wir's? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Kannst du mir sagen, wo ich bin? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Weißt du etwas über die Hope? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ich gehe dann mal. Ja. Wir haben eine Waffe. Wir haben eine Waffe. RT. Damn it, my ears!
What just happened? Can you hear me? What in the... This... Oh. Kryoschlafkomplikationen erkannt. Taktische Zeitdilatation. Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Aufgrund von Komplikationen nach einer über die empfohlene Dauer hinausgehende Kryostase verarbeitet dein Gehirn Zeit anders als andere. Aha. Mit der Taste verlangsamt sich die Welt, so kannst du nachdenken, aber auch handeln. Die Zeit in diesem Modus ist begrenzt. Stillzustehen leert die TC-Anzeige sehr langsam, während Bewegung und Angriffe sich schneller verbrauchen. Die TZT-Anzeige füllt sich mit der Zeit wieder auf. Au! Aha. Können wir den ausrahmen? Alles nehmen. Okay, ich muss mich erst daran gewöhnen. Wenn du es nicht weißt, das Spiel kommt von den Fallout New Vegas Entwicklern. So. Und es war Fallout New Vegas schon irrsinnig gut. Bestätige Springen-Taste zweimal, um gegnerischen Angriffen nach links oder rechts auszuweichen. Ah. Der hat nichts mit. Okay, können wir da... Was können wir denn dazu als... Hacken und Schlossknacken. Deine Fertigkeiten im Hacken und Schlossknacken helfen dir an Orte zu gelangen, an denen du nicht sein solltest. Mit MacD-Tricken kannst du Schlösser öffnen und Überbrückungskontakte können dir die Herrschaft über verschlüsselte Computersysteme einbringen. Wenn deine Fertigkeit gut genug ist, die Sicherheitsmaßnahmen zu überlisten, erfährst du, wie viele MacD-Triche oder Kontakte es braucht und wie lange es dauern wird. Je höher deine Fertigkeit, desto weniger Gegenstände werden verbraucht und desto schneller bist du am Ziel. Aha. Und wie aktiviert und wie Ah, so. Teleskopstab. Nehmen wir mal mit. Okay, so. Jetzt werden wir mal weiter spazieren und dann werden wir schauen, was so es gibt erst.